Kelly, Joel, hat schon ein per SMS mit dir Schluss gemacht. das ist ein gut froh. Ich meine als Teenie, ja. Aber ich weiß nicht, ob ich das ging, unbedingt zu zielen. An Mengen mehr langen Beziehungen, wo ich schon ein bisschen mehr alt war, kriege ich manchmal immer nicht mehr so SMS, wo ihr vielleicht schon merkt, dass etwas nicht an der Reihe ist. Aber Schluss gemacht oder nicht. Und du? Also als Teenie auch ganz sicher, wobei ich die Beziehung auch nicht wirklich so als Beziehung bezeichnen. Der war damals trotzdem immens schlimm. An mi Beziehungen, wo ich vielleicht schon ein bisschen mehr reif war, ein bisschen mehr alt wäre, an die andere Person auch, eigentlich ja so per Messenger, wobei sich das auch schon länger ungekündigt wird und auch schon so face-to-face ungekündigt hat. Das heißt, das nicht so ganz erst im Nächsten kommen, aber wäre trotzdem kein immens schönes Messenger-Gespräch. Oh, das tut mir leid. Dat Heu aus Maybe Sax. Wir schwätzen als Mittwoch über ein anderes Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Moin und willkommen zu einer neuen Episode Maybe Sex. Kelly, wir schwätzen heute über. Wie kann ich Schluss machen? Weil mir hatte ja schon eine Episode abgeholt zu wenn ich Schluss machen sollte oder wenn ich auch nicht. Und da sind wir drauf gekommen, dass es am Anfang nach mehr zu sagen gibt dazu. Schon ein Fruststunde, nämlich was für Arten von Trennungen haben wir schon einmal erlebt. Wie gesagt das? Also über den SMS-Messenger Schluss machen haben wir ja schon geschwärzt, da das also uns zwei ja also schon irgendwie so ein bisschen geschieht. Dann hatte ich aber auch Leute, die sich face-to-face von mir getrennt haben und wo ja mehr oder weniger so ein Trennungsgespräch hat. Und dann gibt es da eigentlich so eine Ghosting-Geschichte, wo eine Person sich einfach nicht mehr gemeldet wird. Und ich mir gedacht habe, okay, dann werden sie mal auf. Und ich melde mich auch nicht. Irgendwann haben wir es gegenseitig geghostet gehabt. Du hast Trennungsgeghost. Wow. Ja, ich bin nicht immens stolz darüber, dass das so geschieht ist. Aber irgendwann wäre ich schon auch einfach zu stolz für Beschneider zu melden. Und zu sagen, ich will nur richtig Schluss machen. Und ich schon irgendwie gedacht, okay, es gab schon ganz lange ganz viele Kommunikationsprobleme an der Beziehung. Und das ist extrem typisch für die Beziehung, dass das so geschieht ist. Und ja, also heinst du passt die Art von Trennung dann auch zu dem, wie es lang meint, für drüber wäre. Ja. Ja, also am Endeffekt habe ich meinen Frieden damit da gemerkt, ich mir gedacht, okay, wenn kein von uns zwei Bedürfnis hat, nach mit der anderen Person zu schwätzen, dann ist es halt so, aber kein immens gut oder glorreich Manier für Schluss zu machen, ehrlich gesagt. Ja, wobei doch so muss ich meinen, so Trennungen sind oft Situationen, wo ihn vielleicht für allem so die echt 4, 5, 6 Trennungen, die ihr möchtet, nicht die Momente, wo ihn am stolzesten ob sich ist. Auch wenn ich da so an meiner Geschichte gucken, sind das einfach schwierige Situationen. Ja, das ist ganz sicher. Also das ist nie einfach und das ist nie flott für keinen von denen zwei. Auch wenn es meistens eine Person gibt, die mehr verletzt ist wie die anderen. Was für mich auch etwas ist, was wichtig ist, umzuerkennen. Hast du eine andere Sorte von Trennung erlebt? Ja. Meine echt längste Beziehung war irgendwann eine Fernbeziehung. Und da haben wir uns getrennt, schon auch, weil wir so ein bisschen als Nähe gelebt haben, mir auch einfach, weil Fernbeziehungen schwierig sind und die andere Person hat sich dann eine andere Person verliebt. Und das war dann ziemlich schmerzhaft und du hattest schon das Gefühl, dass ich echt die Person sind, die verloren geht quasi für eine andere Person. Und dann hatte ich eine Beziehung, wo wir uns wirklich schon monatelang mega viel gestritten haben, und mega hart, und so alltag Eis an Hoher gekriegt haben. Und dann sind wir drauf gekommen, okay, wir wollen uns trennen. Und da waren wir alle beide mega erleichtert. Und uns dann immer nicht verliebt. Weil einfach so der Druck fort war von, wir mussten die längerfristig romantisch-sexuelle Beziehung zunehmen, irgendwie hinkriegen. Und wo den Druck bis nicht mehr da war, haben wir gemerkt, wie früher wir am Anfang mit denen sind, und nach ein paar mega schön Meint mit denen verbrüscht.
Und dann ist die Person sowieso auch an einer Stadt geplündert. Und dann hatte ich noch so eine Trennungserfahrung, wo die Trennungsphase mega lang war. Also wo man am Anfang ungefähr ein halbes Jahr eine gute Beziehung hatten und dann es immer mega kompliziert war, aber auch von den Nähen so ein bisschen aufhängig waren. Also es war, falls jeden von ihr NullauscherInnen als erste Episode gelöscht hat, ging es dann echt so eine Codependent-Beziehung. Also ich fand interessant, was du für rückgesucht hast, nämlich Trennungen sind halt so den Reflet, Spiegelbild von der Beziehung, weil da war auch so die langen, anstrengenden Trennungsphasen, dass man nicht gepackt hat, zu trennen und immer schwierig war, wie so ein Wunde, die immer so neu abreißt quasi. Meine ich auch so ein bisschen ein Spiegel von der Dynamik, die wir an der Beziehung hatten. Und da haben wir dann am Endeffekt den Kontakt einfach ein bisschen aufbrechen, auch noch nie mehr abgeholt. Ah ja. Mir ist eine App angefallen, also so wird Gespräch natürlich, sonst auch face-to-face, dass wenn man einer Person mit der Summen gewohnt tun und halt auch eine Zeit lang zu summen wäre. Mir Hunde ist aber dann auch, also nicht also nie gelebt, weil das ist schwer, wenn den zu summen wohnt. Mir irgendwann wäre halt die romantisch oder romantisch-sexuelle Komponenten nicht mehr so dumm. Wir wären just nach zu summen gewundert, wäre just nach mal neben befreundet ist, so just in der Gänse, natürlich, weil das wäre also mir hat immens viel Spaß gemacht, mit der Person befreundet zu sein und mit der Person zusammen zu wohnen, befreundet sind wir auch immer nach, wir wohnen nämlich zusammen. Da wäre die Trennung da ein bisschen so, okay, wir unerkennen den Status Quo, den sich am Anfang schon länger genießt hat und der schon länger so aus. Und wir meinen das aber irgendwie klar, dass das halt so ist und schwätzen noch ein bisschen drüber, wie wir wollen, da umgehen. Also, und da tut mir zwar im Moment ein bisschen weh getan, aber andererseits schon gedacht, okay, das ist so, und vom Gut, dass er einfach geklärt ist und der den weiß, was Sache ist. Und du nur meine Shadow einfach mehr entspannt, um für zusammen zu wohnen, und für zusammen Sachen zu machen, die halt nicht romantisch sexuell konnotiert wären. Nice. Klingt sehr gut. Ja, ich fand in der Gesellschaft auch, wie unterschiedliche Trennungen sind, aber wie sie dann noch weitergehen. Also was auch Trennungen dann auslesen. Ich fand am Anfang cool, wenn ihn dann an packt dann eine andere Form von Beziehung überzugehen oder genug Interesse an Substanz du hast, wir können die Beziehung irgendwie weiterzuführen, aber in einer Art und Weise. Mir heinz fand ich auch mega schwer, weil also ich hatte schon von 3 Trennungen erzählt, ich meine Kinder so 4 an meinem Leben, die irgendwie signifikant waren, an die Last, die ich hatte. Du warst mir mega froh, man mega verliebt und du warst irgendwie kurz schwierig und dann ist meine Beziehungsperson einfach fortgelaufen. Also Trennung war so ein Gespräch, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, und zack, fort. So, obwohl wir am Anfang so als Liebe gerade mal den gemerged hatten, aber in einer Weise. Und das war ziemlich hart. Also dass ja auch so einerseits Trennungen gibt, die vielleicht so Fade-out tun oder Fade into something new und dann Trennungen, die so ganz klare Cut haben. Und das war eigentlich die erste Mal im Leben, dass ich das so erlebt habe. Genau, und da war es dann einfach aufgrund von der Tatsache, wie wir uns getrennt haben, für beide gar nicht möglich. Auch wenn wir froh sind, ein Interesse an den haben, prinzipiell, da noch eine weitere Form von Beziehung aufzubauen. Hast du schon so eine Trennung, die so, zack, mega sehr kommst? Ob ein gewisser Mann ja schon, aber du gehst aber da nur nach so 1-2 Kontakt für sich, die man also hat man also von seinen Kontaktpause ausgemacht, wir können nur ein bisschen mehr darüber schwätzen, was das heißt, du gehst quasi so ein fixen Datum, wo man gesagt hat, dann schwätzen wir mit denen oder dann holen wir mal einen Kontakt mit denen ab und das ist ziemlich unbox. Also, das nicht funktioniert. Dann haben wir am Anfang auch sie gelassen. Also seitdem geht es nicht mehr wirklich Kontakt. Ja, so war das zwar bei mir auch, dass man gesagt hat, okay, wir gehen also jetzt für mehr Zeit und dann schwatzt man ein und dann hat man 2-3 Gespräche und das rauskommt, dass es einfach nicht funktioniert. So. Also das ist nicht so, wie wenn man als Leben mal den gemerged hätten und dann als die andere Person fortgelaufen und wir uns nie mehr hören. Also es gab schon noch so einen Versuch, gemeinsam zu verstehen, was da los ist. Aber das ist auch nicht so gut gegangen. Ja, wenn man so bei Formen von Trennungen sind oder Art und Weise, wie sich zu trennen, ist mir auch noch angefallen, so toxische Relationen, wo eine Person schlecht behandelt wird. Darüber hat man ja ein bisschen drüber gesprochen in der ersten Episode, wo es manchmal auch relativ lang dauert, für sich zu lesen, sozusagen, an der Reise zu lesen. Etwas, was wir auch schon an der Episode drüber gesagt hatten, als Mülo mehr über so sexuell romantische Beziehungen geschwärzt. Aber das gilt natürlich genauso wie für andere Formen von Beziehungen. Also Freundschaften plus, zusammen wohnen, etc. etc. Da kommen wir so ein bisschen mehr dazu, wie kann ihn sich dann trennen. Also wir haben schon drüber geschwärzt, per SMS.
Keine so eine gute Idee. Ja. Schon auch so ein bisschen agin am Internet how to break up an die meiste Internetseite so ein mach nicht Schluss per SMS. Das ist echt ein bisschen falsch und zweitens, ne, wie wollen in dem Gespräch der wirklich den Weg gehen, was du soll kommen, meistens muss ich ja aber noch irgendwelche Sachen klären. Das ist einfach Schock für die andere Person dann, aber meistens auch wenn sie schon etwas gedurcht hat oder auch wenn sie schon irgendwie Gefühl hat, das geht um den End so, das aber immer besser meine statt an einem persönlichen Gespräch zu machen. Ich solo face-to-face, wenn ich natürlich in einer Fernbeziehung ist, ist es natürlich ein bisschen schwer, da kann ich vielleicht auch einfach ein Zoom machen oder sonst irgendwie ein Videocall oder also da den sich schon monster oder gesagt, manchmal ist aber immer ein bisschen besser, wieder so per SMS oder Messenger zu machen. Ja, also was ich so an den Trennungen gemerkt habe, ist, dass verschiedene Sachen sich schon besser per Text so lösen. Und da kann ich vielleicht ein E-Mail hier schreiben oder einen Brief oder auch ein Spruchnachricht an sich selber oder ein SMS an sich selber schreiben, der quasi so ein Hilfsmittel ist, für zu verstehen, was will ich alles sagen, was muss vielleicht auch nicht unbedingt gesagt gehen, weil ich vielleicht auch viel lesen kann, quasi, wenn ihn sich schwer tut, das so allein quasi face-to-face zu machen. Wo gingst du da so, wäre ein guter Platz für sich zu trennen, wenn sich trifft, face-to-face? Ich würde so am besten ist es einen neutralen Platz zu sichern. Also einerseits neutral an dem Sinn, dass nicht mein Duheim, das ist nicht dein Duheim. Also das kann ja auch gefährlich sein, das kann auch irgendwie einfach schwierig sein. Neutral, aber vielleicht auch so ein Platz, wo ihn nicht oft mit der Person wäre oder wo nicht etwas Wichtiges geschieht. Also ich gebe nicht unbedingt ob die Platz gehen, wohin sich die erste Kehr geküsst hat oder so. Ja. Das wird vielleicht ein bisschen komisch. Wobei ich auch schon so Sachen hören und das auch Leute schon gut da gegangen ist. Also so, wir haben den an den Park, wo da dann das geschieht ist oder wo wir ein wichtiges Gespräch hatten, am Miglonen oder wie viel wichtiges Gespräch zu haben, die je nachdem, wen sich trennen, wie gut jemand der Person ist, kann das auch irgendwie, das sich so aufschließt an einem Kreis. Ja, das stimmt. Ja, weil du Park gesagt hast, weil also ich probiere meistens spazieren zu gehen mit Leuten, weil ich fand, am Gehen kann ich noch ein bisschen besser schwatzen, muss ich sich nicht die ganze Zeit angucken. Und da bieten sich natürlich Parken an, weil da sind noch Bänke, weil ich sich da will kurz hinsetzen. Und das ist irgendwie ein bisschen mehr ruhig und nicht so hektisch, wie so an der Stadt auch. Ich fand mich so ein bisschen ein Unterschied, ob ich weiß, dass er sich trennt oder nicht. Also wenn die Situation ist, okay, mir sind uns allen zwei bewusst, es kann nur ein Trennungsgespräch, aber ist so, kann ich sich das auch einfach ausmachen, so wo fühlst du dich am wohlsten, wo nicht, so mal für dich spazieren gehen und dann noch die Option für, ich weiß nicht, an der Gegend von einem daheim oder einem Kaffee, wo traurig ist, für ein bisschen ranzusetzen, für das fertig zu beschwätzen. Ich denke, da kann ich sich gut Sachen ausmachen, wenn es für jede klar ist, dass nur der Trennungsgespräch hört. Oder vielleicht ist es doch das zweite oder dritte Trennungsgespräch, weil Heinz, du hörst in der Jopur. Und dann ist es vielleicht auch eine gute Idee, so auf Plätzen zu gehen, an zu Summe vielleicht auch dort zu trauern, je nachdem, was für eine Form von Trennung ist und ob das vielleicht auch sich passend fehlt. Und dann gehen da aber so die Trennungen, wo ihn selber nicht weiß, dass da ein Trennungsgespräch gibt oder so das Lastgespräch. Und ich fand dann, als die Platz, wo dann die andere Person sich von einem getrennt hat, oft nach lang mit so einem bisschen komischen Gefühl konnotiert. Also ich weiß so das Gespräch, wo die Person mich abrupt gedumpt hat, sozusagen, war auch an einem Park, und wir sitzen da. Und dann war man nach etwas essen und ich war bis heute nicht an dem Restaurant essen, wo man essen war, weil ich einfach, sie sind so, oh nee, irgendwie, genau. Und ich denke, das ist auch mal Zeit, natürlich immer kann auf die Plätze gehen und ich fand irgendwie witzig, wenn ich los so durch die Stadt gehen, dass ich schon mega viel in Hausäcker so die kleinen Erinnerungen habe irgendwie. Ich weiß auch, dass das oft ein bisschen Zeit braucht, bis das sich so mehr neutral dann noch fehlt. Hast du so Plätze, die man so Trennungen belöscht sind? Ja, ein oder zwei. Also wo ich dann tatsächlich auch nicht oft sind, die an der Gegend sind, wo die Person gewohnt hat, und wo ich mal, wenn ich schaut, dann zufällig du lernst vorhin immer da denken, ja, das ist hei. Das ist komisch, wie das dann heinst du so bleibt, und das ist auch komisch, dass das heinst du auch Beziehungen sind, die am Anfang nicht so lang wären, wo die Trennung dann einfach trotzdem immer noch mega weh tut, oder das immer noch so no halt. Mir das vielleicht auch, weil ihn dann nicht auf der Plan ist, weil ihn auch sonst keine Erinnerungen und die Platz wird wie da, ne? Ja, stimmt. Und kann auch mega gut sich auffühlen, die Platz zu einer Zeit neu zu besetzen und vielleicht doch sich viel zu holen, mit einer anderen Person hinzugehen und eine schöne Zeit zu haben oder du mir oft hinzugehen. Und dann geht das auch so ein bisschen überdeckt. Also ich denke, davon auf,
ob er dein Platz ist, den auch gerne weiter aus seinem eigenen Leben hat oder ob es vielleicht auch ein bisschen egal ist. Hängt auch ein bisschen so von der Art, aber ist so Platz auf, oder? Also ob es Restaurants, ob es Park ist, ob es... Ja. Etwas, was ich gelernt habe, nur der enger Trennung, wo es sich relativ abrupt von mir getrennt gab, war am Anfang nicht die Art und Weise, wie ich mich gern trennen. Zumindest nicht, weil also ich meine, auch Beziehungen, die relativ kurz dauern, aber wo klar ist, dass er nicht so viel Commitment zu ernehmen hört, aber Beziehungen, wo schon relativ viel Commitment an auch das Gefühl haben, dass ich nach einer Zeit schon mit der Person zusammen bin, will ich mich am Anfang nicht so abrupt trennen. Mhm. Und dann ist mir etwas aufgefallen, nämlich, dass ich mit Beziehungspersonen auch darüber schwätzen kann, wie will ich mich am Anfang trennen. Und zwar zur Zeit, wo der Anfang noch an der Beziehung gut lebt. Darüber zu schwätzen, okay, was für Trennungen hatte ich schon? Was war darin gut, was war darin nicht gut, was wünsche ich mir von mir als ein trennen, weil ich schon dann auch nur der abrupte Trennung mit einer Beziehungsperson von mir drüber geschwärzt, wer will mir anfangen, dass wir alles von denen trennen. Was muss man anfangen alles mit denen trennen? Was tun wir alles zusammen? Genau, und das war irgendwie ein mega gutes Gespräch. Ah ja, das Ja. ist mir besonders nicht angefallen, denn das Kind mehr. Ich fand das eine gute Idee. Also das ist nicht unbedingt das allerangenehmste Thema, mit das aber vielleicht cool für so Sachen schon mal geklärt zu haben. Ja. Also gibt ja auch einen Grund, wieso Leute, wenn sie sich bestürden, so Eheverträge machen. Also am Anfang hast du ein bisschen wie das, auch die Materialsache schon mal geklärt haben, jetzt dann überhaupt sich bestürden, mit man Menschen sind auf 4 Jahre schon zusammen. Das sind vielleicht auch Sachen, die da schon beschwert werden, weil das ist oft ziemlich schwer dann. So, bei mir wird Einkehr, und da tun ich wirklich ein relativ blöd Beispiel von aus dem Sextoys-Gang, so wen hält lo wat an kannst du mir das dann aufkaufen oder du musst mir das lo aufkaufen an das wäre so quasi das allerecht was oder die Richtung no schmecher Schluss Ja. und das wäre effektiv weißt du so okay ich verstehe dass das Thema wichtig ist und dass du das willst klären aber lass mal vielleicht mal 2 Minuten Zeit für irgendwie halt Gefühle zu haben an auszuliefern an zu vielen jetzt mal dann über das geschäftlich schwätzen mir Ja. wenn ihr das schon viel Druck klärt dann ist das vielleicht gar nicht so die schlechtesten Idee. Ja, und schon noch das Gefühl, dass bei den meisten von meinen Trennungen aber noch so ein Phase war von, ich gehe dir Denksachen rum und du gehst mir Menge-Sachen rum. Also, das ist schon, also ihr wird nicht mehr Plover. Das ist einfach Sachen gehen, die von der Beziehungsperson dabei einem Hand rumleihen. Den kann oder vielleicht auch will zurückgehen an Sachen, die ihn vielleicht auch will zurückkriegen. Ich bin zum Beispiel mit meinen Küssen zurückgefroht. Ich hatte ein ultra nice Küssen, weil ich ein geholt habe, für dann da eure Küssen zu haben. Und irgendwie wurde es sich weird gefehlt, dann so etwas Persönliches dort zu lassen, wo vielleicht auch dann einer oder zukünftige Beziehungspersonen an Gespusis drauf schlafen. War so, oh nee, ich hätte es gerne. Was seht ihr dann bei so einem Trennungsgespräch? Das ist die größte Frage, oder? Ja. Was meine ich, die meisten Leute und auch ich immer dann wissen wollen, wer so wieso. Wieso willst du dich trennen? Und ich fand du also wichtig als die Person, von der sich getrennt wird, der den das halt auch einfach unhält, die Gründe, die Person so und dann nicht anfängt zu diskutieren, weil das Ja. ist nun mal einfach, es geht einfach mal um Gefühle und nicht irgendwie ein Logikrätsel, weil die kann mit guten Argumenten irgendwie auseinanderholen oder so. Nee, das ist aber nicht so, weil so funktionieren Gefühle halt nicht, also funktionieren Menschen halt nicht. Ja, ich kann die sich auch von mir, was das geschieht, für was willst du dich trennen? Also es ist eine Person, die am besten alles möglichst gut versteht, bevor ich es kann verschaffen. Bei der abrupter Trennung hatte ich mega wenig Unhaltspunkte, für was willst du dich trennen? Außer die Gefühle, die so rüberkommen sind von der anderen Person, die irgendwie unklar und ambivalent waren. Und du wennst du auch relativ lange drüber geknabbert und den Punkt von für was immer alles getrennt oder gewusst gedammt, weil ich lang verschiedene Sachen gar nicht nachvollziehen konnte. Und auch irgendwann der Frieden fanden muss mit der Tatsache, dass die andere Person vielleicht auch nicht so genau weiß und dass ich nie eine Antwort darüber werde kriegen. Ja, so Ja. eng Trennung, ob man's eng, so hatte ich auch, wo ich die Gründe, die immer gesagt sind, nicht verstanden haben und ich meine, die Person hat selber auch nicht ganz verstanden, was sie genau da gibt, immer da mengen. Aber das ist dann einfach so, also das kann ihnen dann nicht so viel machen. Da wäre auch noch einfach ein bisschen Distanz dazwischen, der Tisch wäre doch schwer gewesen, für sich über den Weg zu laufen und mal länger zu schwätzen. Ja. Als zwar du ein Mal geschieht, aber das am Anfang dann nie wirklich um das Thema gegangen und
irgendwann wäre man nur egal. Also Ja. das ist halt, das gut darunter der Zeit vergeht, der Spruch mit die Zeit halt alle Wunden. Stimmt zwar nicht Yes. ganz, nee, ganz vieler, die aber man weh nur enger Zeit. Ja, das stimmt. Wo wir bei Weido sind, Ja. ich schon mal hier abgeschrieben, soll ihn ehrlich sein, mit dem, was ihr seht, an dem, was den zählt, mehr nicht verletzend gehen. Und das meine ich ist schon wichtig. Das ist natürlich nicht immer einfach. Und heinst du rutschen eine Sache raus oder heinst du also noch verletzend, an dem Sinn ehrlich ist, ne? An dem Ja, Sinn einfach das sagt, hey, stimmt. so und so fühle ich mich und so musst du, dass ich mich fühlen. Und das will ich nicht mehr. Und dafür will ich, dass wir das abhalten. Und ne, oft geht es einfach um Charakterzüge oder um wie ein ist, wie ein sein Leben lebt. Und wenn das dann an vorgestellt wird, Ja. wenn das so gesagt, das ist für mich so ein schlimmer Grund oder so eine schlimme Eigenschaft von dir, dass ich mich will trennen oder eng von den Eigenschaften, die so schlimm ist, dass ich mich will trennen, da verletzt das ihn natürlich aus seinem Innerlichsten. Ja. Aber was ich nochmal der Menge nicht verletzen kann, als so absichtlich oder halt irgendwie Leute beleidigen oder irgendwelche Sachen in den Kopf werfen oder halt Sachen erfahren, also du bist so und so schlimm oder ich hatte noch nie so schlimme Sex oder also ich solo irgendetwas. Ja. Das sind Sachen, die ihn am besten nicht sollten und auch nicht am Affekt an der Roserei, die vielleicht abkommen kann, wenn sich von einem getrennt geht. Ja, ich fand das so ein bisschen ein Balanceakt zwischen einerseits Gefühle von der anderen Person holen. Zum Beispiel, wenn die Person aus diesem Strand auch grin, wenn sie weiß so, weil ihn weiß, dass der andere Person vielleicht gut geht, das zu verstehen und nicht nur zu vollziehen und zu verstehen, was geschieht sozusagen. Und aber nicht Sachen zu umgehen oder zu verschönigen, für kein Gefühl zu verletzen. Weil da tun ich halt doch schon gemerkt, wenn ich mich von Leuten getrennt habe, dass ich dann so ein bisschen um den Brei geschwärzt habe, weil ich mal gedacht habe, oft ist aber verletzend, wenn ich das so habe. Und dann aber rausgekippt sind an irgendwie, also das war unfair, dann nicht ehrlich zu sein. So, also heinst du, ist das gar nicht so einfach, die Balance dort zu halten, fand ich. Ja, ich kann da recht. Also schon mal auch die Frage gestellt, muss ihn immer all Grund suchen, den ihn für sich selber weiß oder also es vielleicht besser verschiedene Sachen für sich zu behalten. Und das ist selbst, wenn ich eigentlich selber muss dezidieren und wo ich vielleicht auch dann an Purgesprächer nur recht kann, alles in der ganzen Fähigkeit suchen, was wirklich Grund wäre oder was ihn halt bewegt wird. Ja. Weil das erstens vielleicht auch zu viel ist und zweitens vielleicht auch dann einfach mega verletzend, das für Sachen zu so die ihn zwar aus Grund hört, mir die der Person dann auch nicht wirklich weiterhelfen. So. Also wenn jemand sieht, den Anfärb aus so allen, dass ich nicht kann, dann zusammen sind, darum kann ich halt nicht ändern. So. Ja. Ja, ich denke, das ist auch etwas, was den sich für Drohnen kann ein bisschen ausmachen. Weil, wenn ihr wisst, dass eine Person ist, die gerne mehr Gespräche noch hat, für können besser zu verstehen, für Sachen können noch gemeinsam zu verschaffen, dann ist das sicher gut, am Voraus zu suchen, wenn eben schon ein paar Trennungen hat, an die Erfahrung gemäht wird. Weil ich weiß, dass mir das schon gut geht. So, nicht das Commitment von wir probieren, einfach um zusammenzukommen, weil das kann halt so Hand und leiden. Du musst dann ehrlich mit sich selber sehen, dass die Gespräche, die nur der Trennung hört, nicht dafür sind, für um zusammenzukommen oder für alles gut zu machen. Das ist ein bisschen ein Fall, an die ich kann tappen. Mir zu sagen, mir ist wichtig, dass wir probieren zusammen, da umzugehen, vielleicht auch eine gemeinsame Geschichte von unserer Beziehung, von unserer Trennungsgeschichte zu konstruieren, weil das mir einfach möchte, mit verschiedenen Trennungen aufzuschließen, wenn in so ein kohärent, verständlich Geschichte wird, an der eine Sache verschafft wird. Mir meinst du, funktioniert doch nicht, das zu machen. Und das ist auch okay. Mir fanden also in 4 Teil von vielleicht auch so nicht normative Vorstellungen von Beziehungen an Trennungen, als auch da sehen, kann du nur Gespräche darüber haben, wie das gelaufen ist, obwohl ich kann vielleicht auch etwas daraus lernen. So. Und sich für sich etwas kann man tun, dass eine Trennung vielleicht auch, und auch da braucht natürlich Zeit, vielleicht etwas aus, wohin, ja, weil die noch weiter bräuchte wird, auch wenn es mega weh getan hat. Ja, ich fand das einfach ein wichtiger Gedanken. Also, das vor allem das, was du siehst, mit den nicht normativen Blick auf so Beziehungen. Es gibt kein Skript, dem man muss folgen bei so Beziehungen. Es muss ja nicht X oder Y oder Z machen, aber es kann ihn nicht mit sich und mit der Person ausmachen. Es kann ihn darüber schwätzen, wie ihn das gestalten will. Und es kann ihn noch darüber schwätzen, wie ihn dann die Beziehung, die du noch kommen soll, falls ihn das will, wie die ausgesehen soll. Und
du kann ich dann auch immer evaluieren, ist das gut oder ist das schlecht und was will ich davon. Also es gibt nicht den Schema X, an den ich früher rapphast und an den alle Beziehungen rapphast und das ist am Anfang etwas, was ich dann einfach ein bisschen befreiend fand. Dass es halt auch verschiedene Arten von Schlussmacher gibt und halt auch ganz viele verschiedene Arten von, wie kann ich dann mit denen umgehen gibt. Und dass es halt viel gehen, die am Endeffekt dann aber ziemlich cool sind. Und hier und so gehen doch Trennungen, die zwar mega weh tun, wie zum Beispiel der Verlust für eine Person, das ist bei mir auch ein ja so geschieht und das wäre wirklich ziemlich schlimm für mich damals. Die Person wird dann aber lang mit der Person, für die ich Verlust gesehen zu summen und hat so gekannt mit dem und du wärst dann irgendwann so gedacht, okay, am Anfang wäre das mega gut, dass das geschieht ist. So, weil ich habe gekannt mit der Person gewollt, die ist offensichtlich ganz froh an der Situation, an der sie gerade ist. So, du dauert das dann einfach 15 Jahre, bis sie merkt, okay, das wäre aber für etwas gut. Und ich kann mich über das freuen, was die Person lohet. Das ist halt auch schön, wenn das geht. Ich hatte noch ein paar Frauen, die mal auf der Seele brennen. Nämlich, dass irgendwas braucht, wenn er sich getrennt wird, dann nur ein Kontaktpause. Zumindest ein kurz oder vielleicht auch ein lang. Also braucht so eine Form von Clean Cut, vielleicht doch, wo er sich kurz gönnet hat. Und die zweite Frage ist, war das mit dem Sex? Sollt ihn, wenn er sich trennt oder getrennt wird, nach Sex mit der anderen Person haben, was ja eine gewisse Form auch von Kontakt ist. Also ich fand, es passt bei Thema Kontaktpause. Auf jeden Fall passt das bei ihnen. Also ich meine, ich würde die froh Sex mit dem Ex oder mit der Ex, du könntest mir wahrscheinlich 1, 2, 3, 4 Episoden machen. Aber ich gebe für dich mal über die Kontaktpause schwätzen. Jetzt mal da bei der Sex kommen. Ich habe schon gemerkt, dass das für mich nicht unwichtig wäre an den meisten Fällen von Trennungen für so eine Pause zu haben. Teilweise habe ich mir das nicht selber rausgesucht, mir die andere Person gesagt, ich will, dass wir das machen. Und das hat mir aber auch ziemlich gut getan, weil es mir erlaubt hat, in irgendeinen Mensch zu gehen, den auf sich selber gestaltet, also nicht just den Halschen das von einer Beziehung, wo ich mich damals dann oft gefühlt habe, dann oft fühlt den sich so, wie wann irgendwie ein Stück von einem rausgerappt gewesen oder Absolut. So. Für die Wunde zu heilen und vielleicht auch selber zu merken, okay, wo ist das Zentrum von meinem Universum und rund um was dreht sich eigentlich meine Interessen und rund um was dreht sich mein Leben, das ist ganz gut. Das hängt natürlich auch immer von der Beziehung auf, die ihn hat, heinst du also noch selber schon relativ gut zentriert mit sich selber und Beziehung, also ich da so ein Add-on, dann ist das vielleicht nicht so wichtig, mir hat das oft ganz gut getan. An ein anderer Grund, da komme ich schnell zurück auf den Punkt, dass es halt meistens eine Person gibt, der mehr weh tut. Da wäre ich halt auch schon in der Situation, dass ich verlost gesehen an die Person dann einfach den Kontakt weitergeführt ist wie vier drin. Also so, okay, wir sind mega gut miteinander, ich zähle da alles aus meinem Leben, ich schicke da News, ich zähle da natürlich, wo irgendetwas hat. Ich wäre so, mir geht es mega schlecht und ich sie verlos gehen. Einerseits will ich nicht mit dir darüber schwätzen, weil du wirst mich verlos. Andererseits will ich aber auch nicht wirklich nie so, weil ich irgendwie hängt nicht nach an dem Kontakt. Dann irgendwie habe ich schon ein bisschen das Gefühl, es Kind ja vielleicht aber nach ihm gut gehen oder irgendwie du kannst den mir und einen anderen oder so. Das fand ich immens gefällt. Also da kann ich an eine krasse Aufhängigkeit irgendwie kommen und sich selber irgendwie durch den Kontakt verletzen und da gebe ich dann wirklich wichtig von für eine Kontaktpause zu machen. Also ich meine, muss ich nicht von Beziehung zu Beziehung, von Trennung zu Trennung selber gucken, aber generell gebe ich auf jeden Fall ganz, ganz viel drüber nur denken, ob das eine gute Idee wäre, für das 1, 2 Wochen oder 1, 2 Monate zu machen, je nachdem, wen sich fühlt. Wie siehst du das? Ma selwicht. Schon du hat mega gut gesot. Und ich ging du noch hinzufügen, dass ihn auch einen Kontaktpause sollt auf Social Media machen, wann ihn du verbunden ist. Weil ganz oft dann weiter ob, keine Ahnung, Instagram oder bei Reel oder auf irgendeinem Social Media auch immer das Fotos von der anderen Person zu sehen, aber was gerade an ihrem Leben möchte, während er am Anfang keinen Kontakt hat, ist meistens nicht so gesund. Also einerseits vielleicht auch eine Art und Weise, so weiter darauf festzuhalten.
oder verstärkt auf so ein bisschen die Narrative am eigenen Kopf von die Person braucht mich nicht, die Person will mich nicht, sie scheint leben ohne mich etc. Oder die interpretiert den an all Caption auf Social Media irgendetwas ran, dass das mit der Trennung zu tun hat. En gros, was ich so will, verhadern sich oft an dem eigenen Kopf, wenn weiter Social Media Sachen von der Ex-Person oder auch von der Freund von der Ex-Person sich viel anguckt. Genau, und ich denke auch, das hilft, sich zu zentrieren, bei sich zurückzukommen, für da nicht dann als Ersatzhandlung dann Social Media zu nutzen. Ja, du stimme ich auf jeden Fall so. Dann haben wir nur noch den Sex mit der Ex-Person. Oder mit der noch nicht soon to be Ex-Person. Oh, weißt das du, ist so, noch. so während den sich trennt. Okay, das hat ich mengenisch noch nicht. Du schon? Ja, ich meine schon. So an der Beziehung, wo man so lange gebraucht hat, alles von denen zu lesen, war Sex schon noch eine Art und Weise, ja, verschiedene Arten von unserer Beziehung auszuleben, die vielleicht sonst nicht so gut funktioniert haben. Oder verschiedene Sachen zu kompensieren. Oder auch eine Art und Weise für sich aber trotzdem weiterhin verbunden zu spüren. Genau, aber ganz oft habe ich auch die Erfahrung gemacht, auch noch von anderen Leuten hören, dass wenn die Beziehung nicht mehr so gut funktioniert, das Sex aber noch mega gut aus, an das, der gut funktioniert, das auch, ja, eine Art und Weise ist für ihn weiter festzuhalten. Oder die denken, schwer mischt, dann sie so nicht mehr dran als wirklich. Ich bin auch schon von Leuten hören, die gesagt haben, der Sex war mega wichtig, für nach einer letzten Kehr sich so verbunden zu spüren. Und wissen so, das Gefühl zu haben, okay, ich weiß so, dass es die letzte Kehr ist. Und das dann irgendwie mega bedeutsam ist. Und irgendwie Trennung bringt. Genau, da erinnert mich so ein bisschen. Und das Buch werde ich relativ gerne weiterempfehlen, wenn es um Beziehungen geht, von Emily Nagoski, Come As You Are. Und hat die Form für Sex, Sex that moves the plot along oder Sex that advances the plot, also quasi Sex, den auch ihn irgendwie weiterbringt, so an der Beziehung. Und ich denke, das kann auch schön sein. Also das finde ich besonders nicht erlebt, mit weil ich so Sex, den Weitergehen von der Geschichte an eine Trennung echt da verzögert wird. Ja, ich meine, du musst immer sich selber mit der anderen Person gucken, was sich gut anfühlt, was noch möglich ist, und halt auch ehrlich mit sich selber sein, wieso in die Sex wird, und was für einen Grund in der Hand hat gesagt. Also ich kann mir das durchaus vorstellen, dass da die Menschen schön sind, wie wirklich so sagen, okay, es gibt nur ein letzte Kehr zusammen und dann ist halt Schluss. Ich kann mir vorstellen, dass das halt einfach für mich schwer möchte, für dann wirklich zu sagen, okay, also es halt drüber. Ich denke, was mega wichtig ist, ist, dass beide das selber wollen. Weil ich denke, kompliziert geht, wenn eine Person so ist, okay, das ist die erste Kehr, wo man Sex tun, ich genieße das und ein kann, dann ist es drüber. Und ich weiß, dass es drüber ist. Und das ist komplett auch auf eine andere Weise okay für mich. Und die andere Person denkt, nee, mit der andere Weise, wie ich mich und die andere Person kabannen. Und da kommt man vielleicht so zu summen. Und ich meine, das ist so, wo kompliziert geht. Also vielleicht lohnt es sich auch, ein bisschen drüber zu schwatzen, für wer den Sex hat oder will hun. Und du, ob der selben Seite irgendwie zu stohlen. Weil sonst kann es vielleicht verletzend gehen. Und dann kann es ja sein, dass den sich dezidiert, dass den eng Freundschaftsplus oder einfach eng einer Form von sexueller Beziehung will weiterführen und aber nicht will romantisch mit denen zusammen sind. Das sind ja auch Möglichkeiten, die bestehen. Mega. Dann sind wir natürlich irgendwann getrennt. Wir hatten Sex oder auch nicht. Wir haben einen Kontaktpause erst gemacht oder auch nicht. Und dann sitzt den Lengdo unter den Liebeskummer. Und da kann man auch ganz viel drüber schwätzen, was den Kind merke, wenn die Liebeskummer hat. Wir haben es gedacht, wir geben das kondensieren an eine Rubrik. Ja, yes, ich mache am März eine kleine Rubrik darüber. Kurz gefasst ging es so, dass so Trennungserfahrungen oft auch so Sachen aus der Vergangenheit nach mal drauf bringen, von vergangenen Trennungserfahrungen, aber wenn es schwer geht, mit dem Liebeskummer umzugehen, da sind es auch einfach keine professionelle Hilfe für mit der Trennung umzugehen. Und ich aus meiner eigenen Erfahrung weiß auch, dass, wenn ich an Therapie gegangen bin, hat mir das mega geholfen, auch Sachen zu verschaffen allein, wenn nicht durchgegangen ist, mit mir selber, mit Friends drüber zu schwätzen. Und der zweite Punkt ist, bei Liebeskummer ist es gut, unterschiedliche Strategien zu haben, die ihn aufwieseln möchte. Ich so zu Leuten an meinen Workshops oft, es sollen so eine Liebeskummer-Melodie spielen. Und als Strategie ist eine andere Taste, zum Beispiel sich auflenken, Sport machen, kreischen, Freunde sehen, etwas Gutes kochen,
etc. Und nicht immer auf dieselbe Taste drücken, mehr zu probieren, die aufzuwürsteln und eine kleine Melodie zu spielen. Voilà, also viel zu Liebeskummer, mehr dazu an der Rubrik. Dann, also ist noch angefallen, wann der mehr will zum Thema Freundschaften nur Schluss machen. Hören, da können da eine Episode zu lauschen, die wir schon abgeholt haben, nämlich Das ist die Episode Nummer 32, Freundschaft nur Trennung. Und dann haben wir uns noch gedurcht, am Anfang, wir sind auch ein bisschen über On-Off-Beziehungen schwätzen, also Beziehungen, wo ihr sich getrennt hat, und dann zusammengekommen ist. Aber wenn ihr das funktioniert oder auch nicht funktioniert, Joel, vielleicht holen wir dazu einen Caps ab, ich gehe es cool von. Ja, muss man überlegen, ob man das hier kriegen. In der Zwischenzeit könnt ihr von einem anderen Podcast, ich auch hab's dazu lauschen, weil ich schon an der Last ein bisschen mehr den Podcast Safe Word gelauscht hat, den ich ziemlich cool fand. Sie sind auch so ein mehr persönlich Approach, sind so 2 SexualtherapeutInnen, die da mit nicht schwätzen. Und die Episode, auf die ich gerade verweise, ist die Episode Nummer 8, die heißt Breaking Up, Getting Back Together and Everything in Between. Der Podcast ist auf Englisch. Voilà. Den verlinkt man dann an die Shownotes, wie all die anderen Sachen, über die wir geschwärzt haben, die wir euch rekommandieren. Okay, ich meine, das Zeit, dass wir also trennen, ob man es temporär von den einen auf von unseren Nullausstraherinnen. Yes. Das ist auch wichtig, für das man da noch gut zusammenfassen. Ja, viel Courage bei euren Trennungen. Ja, einen schönen Tag, Abend, Morgen, Mitten. Je nachdem, wie ihr da lauscht hat. Ja, und wenn da gerade zwischen eine Trennung geht, viel Kraft, erst für das durchzustehen. Und wir hören uns geschwinder. Und locken doch noch eine Rubrik. Ciao. Ciao. How to. Eine Aufweisung für den Gebrauch. How to be a trans ally. In ally, also in Alliierten oder Verbündeten, als eine Person, die sich engagiert, für eine bestimmte Gruppe von Personen durchzusehen und sie zu unterstützen. Du willst etwas gehen, nicht etwas wegholen. Du willst Transpersonen schützen, ihre Stimmen an ihre Rechte stärken und Transkommunität valorisieren. Falls du tolerant bist und der Meinung bist, dass alle Menschen Rechte haben, an ihr freies Leben feiern kann, egal wer sich gendert oder identifiziert, da bist du in Trans Ally. An dieser Rubrik gehen ich aber ein paar Punkte an, die einem helfen können, ein guter Ally zu sein, sich zu engagieren, etwas zu gehen, ohne der Community etwas wegzuholen oder zu imposieren. Schritt 1. Educaire dich und sei vierwitzig. Für einen trans- und nicht-binären Ally zu sein, ist es wichtig zu wissen, was das heißt, trans oder nicht-binär zu sein, was Gender Identity ist und was Gender Expression ist. Hier kannst du dich zum Beispiel informieren, was den Unterschied zwischen Sex und Gender ist und für was das so wichtig ist. Wenn du dich selber informierst und Bescheid weißt, hältst du der betroffenen Person den Druck auf, sich immer und immer erklären zu müssen. Immer auf die nämlich Fragen zu antworten, kann frustrierend und ermüdigend sein, und das ist nicht ihnen die Aufgabe, das zu machen. Mehr zu den Themen findest du online an unseren Episoden und Rubriken und an den Links bei der Rubrik. Schritt 2. Respektiere der Person ihren Namen und ihr Pronomen. Ihn beim richtigen Namen zu nennen und zu gendern ist nicht nur respektvoll, mir hilft der Person auch, hier Identität zu leben und daran bestätigt zu sein. Du kannst dich mit deinen Pronomen vorstellen und die andere Person fragen, was der hier Pronomen sind. Es ist auch okay, sich nicht labeln zu wollen und kein Pronomen zu benutzen. Schritt 3. Out nicht eine andere Person. Es ist nicht, weil in dir gesagt wird, dass die trans sind, dass du das all deinen Kollegen der Nopisch und dem Bäcker weitererzählen sollst. Davon aufgesehen, dass das für die Person gefährlich kann sein, also doch einfach respektlos. Lass der Person Zeit und Platz, hier Geschichte zu erzählen und das Thema so umzuschwätzen, wie der jetzt für richtig fanden. Schritt 4. Respektiere Privatsphäre. Als Ally musst du nicht alles wissen. Es gibt dir nicht recht, invasiv auf Privatfragen zu stellen, die dich nicht angehen.
Du darfst vierwillig sein, mir sehr respektvoll. Sie hat auch geduldig, aber begleitet Person auf ihrem Weg, seine Identität zu finden. Schritt 5. Engagier dich und setz dich gegen transphobische Umstände an. Als Ally darfst du und sollst du etwas sagen, wenn du transphobisch und verletzende Kommentare oder Witze hörst. Du kannst dich auch einsetzen, für das den Schule- oder Arbeitsplatz mehr inklusiv wird, zum Beispiel, indem sie genderneutral Toilette gehen. Du kannst auch genderneutral Spruch benutzen, an Person oder Mensch auf Platz für Frau oder Mann suchen. Schritt 6. Es ist okay, Fehler zu machen. Keiner ist perfekt und es kann schwer sein, eine Person, die du schon lange kennst, bei einem anderen Namen zu nennen. Heißt du rüst du vielleicht aus, du hältst die falschen Pronomen oder siehst etwas, was nicht respektvoll ist. Das könnt viel. Entschuldigst du nur, erlässt du nur und sieh open. Du kannst immer dabei lernen. Probier zu verstehen, für was der Person wichtig ist, eine bestimmte Nummer zu benutzen, wie die sich fühlen und wie sie da leben. Lass der Person Platz, sich auszudrücken, ohne dass du zu viel Platz anhältst oder dich erklärst. Du willst in Ally sein, mir nicht dich der Kultur appropriieren. Das heißt, kopiere nicht der Person ihren Stil und respektiere Trans-Spaces, die für Transpersonen sind. Mit diesem Schritt kannst du zu einem Ally gehen, zu einer Person, bei der er sich sicher fühlt. Du kannst Transpersonen schützen, hier Stimmen an ihr Rechte stärken und sie valorisieren. Weiß, dass du probierst und dass es dir wichtig ist, dass du nur lässt und unterstützt. Genau darauf könnt ihr tun. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreib uns auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet und ihr das mehr nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr findet Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sax, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung vom Ministerium für Education, Kanner und Jugend. Und mit freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem Nationalen Referenzzentrum für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Dem Ministerium für Education, Kanner und Jugend an den CESAS gehen alle Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.